Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 16. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Fischköppe von Werder Bremen. Und weil wir ja gute Gastgeber sind, haben wir unsere Wanne hier unten in der Altstadt richtig volllaufen lassen, damit die Herrschaften auch keine Probleme bei der Anreise haben und hier nicht irgendwo auflaufen mit ihrem Schiffchen. Ja, wir sind gute Gastgeber, aber wenn die glauben, es gibt hier was zu holen, natürlich überhaupt nicht. Ne? Wir ziehen das Fischessen vor und ich würde sagen, die fußballerische Fastenzeit hat auch ein Ende. Ne? Ja. Und ja, ihr seht, wir sind mittendrin, wir sind zurück im Leben und genau da sind wir auch beim Motto, das steht nämlich auf unseren Shirts. Back to life. Back to reality. So, und was machen wir da? Trinken natürlich was, ne? Ganz real. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Fischköppe. Prösterchen, Leute. Ja, und zur wiedergewonnenen Realität gehört natürlich nicht nur unser Kölsch, sondern auch die Tatsache, dass wir endlich unseren FC zurückhaben, unseren heißgeliebten richtigen Fußball zurückhaben und nicht unterwegs sind bei irgendeiner surrealen Weltmeisterschaft. Aber zur Realität gehört auch dazu, dass wir zum Ende des Jahres so ein bisschen geschwächelt haben. Wir haben 4 von 5 Spiele verloren, sind unten so ein bisschen reingerutscht. Und jetzt ist die große Frage, wo führt die Realität uns als nächstes hin? Ja, erstmal zu einem richtigen Kracher. Denn Bremen ist in Wahrheit ja ein Kracher. Zwar Aufsteiger, aber toller Verein, tolle Mannschaft. Ich habe das Testspiel gesehen gegen Schalke. Das ist natürlich ein Spiel gegen eine halbtote Mannschaft. So kam mir das zumindest vor. Die waren also deutlich schlechter noch als der HSV bei unserem Testspiel. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man jetzt Bremen auf Augenhöhe begegnen kann. So doll waren die auch nicht. Obwohl die ja so einen WM-Versager in ihren Reihen haben. Ne? Füllkrug, genau. Naja, also unsere Jungs waren da deutlich cleverer. Die sind gar nicht erst hingefahren zu dieser Weltmeisterschaft. Riesenkompliment nochmal an Jonas Hector. Der hatte das irgendwie im Urin, dass man sich da nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen kann. Ich glaube, vor dem Füllkrug kann man leichten Respekt haben, aber muss man bestimmt keine Angst haben. Unsere Innenverteidigung ist da stark genug, auch wenn Luca Kilian jetzt sich leider verletzt hat in dem Vorbereitungsspiel. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mit den Bremern einen relativ kurzen Prozess machen werden. Und reden wir mal über unsere Jungs. Ja, wir haben ja neue Stars. Ja, wir haben neue Stars, ganz genau. Jeder hat gedacht, wir reden nur über Davy Selke. Tun wir aber nicht, sondern wir reden, wenn wir von Stars reden, über unseren Nachwuchs. Ja, und der lässt uns ja auch gar keine andere Chance, denn der trifft ja, wie er will gerade. Doppelpack Hussein Basic, Doppelpack Olesen, 4 Tore in 2 Spielen. Die Jungs begeistern einen im Moment richtig und das freut mich ganz besonders. Und dann haben wir ja auch noch einen Justin Deal. Ja, Justin Deal, über den reden jetzt alle ein bisschen zu viel auch. Jetzt sagen sie alle, muss unbedingt verlängert werden und so. Da sind wir natürlich komplett dabei. Nun hat der Rogon als Berater, der steht jetzt nicht gerade für Bodenständigkeit, eher so für die Jet-Set-Nummer. Also keiner, der jetzt dafür sorgt, dass der Junge keine Flausen im Kopf hat. Aber ich glaube, es wird gut ausgehen. Ja. Denn wo soll er sonst so eine Garantie haben zu spielen wie beim 1. FC Köln in der Umbruchphase, vor der wir jetzt stehen. Ganz genau. Und wo soll der Junge denn die Garantie kriegen, eine so wunderbare Stadt in seinem Hintergrund zu haben, wie man das hier sieht? Ein besseres Panorama findest du in der Bundesliga nicht. Und dieser wunderschöne Ausblick, das Hochwasser hier am Rhein, das lässt uns doch wirklich ganz gelassen in die Zukunft und in die Realität blicken, oder? Ja, und wo sonst gibt es ein so schönes Stadion, das jedes nur bei uns in Köln. Ja. Und auch das ist ein Grund. Und da sehen wir uns dann alle wieder. Und da freuen wir uns. Ne? Back to life, back to reality, back to Müngersdorf am Samstag, 18:30 Uhr, Leute. Wir sehen uns und es dauert nicht mehr lang, es sind nur noch ein paar Stunden. Ciao.